SRF Audio. Die Ostsee, das größte Brackwassermeer der Welt. Wegen ihrer einzigartigen Mischung aus Salz- und Süßwasser schmeckt sie ganz anders als viele andere Meere dieser Erde. Das Wasser der Ostsee tauscht sich nur einmal alle 30 Jahre aus. Und auch geopolitisch erlebt das Meer mit seinen 9 Anrainerstaaten in diesen Abständen einen großen Wandel. Ein solcher findet gerade statt auf der größten Insel der Ostsee, auf Gotland. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ist das Leben hier nicht mehr dasselbe. Auf Gotland üben an diesem Tag schwedische und ausländische Soldatinnen und Soldaten einen möglichen Drohnenangriff aus dem Osten. Mit dem Beitritt Schwedens zur NATO vor 2 Jahren hat sich die Stellung und Rolle von Gotland über Nacht verändert, sagt der stellvertretende Chef des neu eingerichteten Regimentes der schwedischen Armee auf der Insel, Joakim Marklund. Nu ser vi lite annorlunda på det. Wir haben eine neue Situation. Jetzt muss Gotland nicht einfach verteidigt werden, sondern als offensiver Stützpunkt für Aktionen in Richtung Osten dienen. I någon mening offensiva syften. Die populäre Ferieninsel Gotland mitten in der Ostsee gerät ins Fadenkreuz der Geopolitik. Was heißt das für diesen abgelegenen Teil Schwedens? Und wie reagieren die Gottländerinnen und Gottländer auf die plötzliche Zeitenwende? International. Ich heiße Bruno Kaufmann. Die Anfahrt in das kleine Dorf Kattamarsvik von der Hauptstadt Stockholm aus nimmt fast einen ganzen Tag in Anspruch. Zuerst mit dem Zug an den Hafen auf dem Festland, dann 4 Stunden mit der Fähre nach Visby, dem Hauptort von Gotland, und dann mit dem Überlandbus quer über die Insel, die etwas kleiner ist als der Kanton Vatt. Ich bin der einzige Fahrgast an diesem Nachmittag und steige im Zentrum von Kattamarsvik aus. Hier gibt es neben einer Bushaltestelle auch ein Anschlagbrett sowie ein kleines Lebensmittelgeschäft und ein Bygdegård, ein Gemeinschaftszentrum für die knapp 1000 Einwohnerinnen und Einwohner der Ortschaft. Aus einem parkierten Auto steigt eine freundliche Frau mit kräftigem Händedruck, Brille und blonden Haaren. Sie stellt sich als Ulrika vor und nimmt mich auf ihren Hof. Schon als Kind stellte ich mir vor, hier auf diesem Bauernhof zu wohnen. Damals waren wir oft in den Ferien auf Gotland. Später kauften meine Eltern den Hof und jetzt haben wir diesen übernommen. Das war vor 3 Jahren. Zusammen mit ihren 3 Kindern bewirtschaften Ulrika und Henrik Sundberg jetzt das 42 Hektaren große Gut mit Weiden und Gemüsegärten. Es gibt Gänse und Hühner, die frei auf dem Gelände herumschreiten. Der 13 Jahre alte Viggo schaut jeden Tag nach der Schule zum Rechten im Gelände, wo sich die Schafe aufhalten. Ich brauche etwa 1 Stunde, um zu sehen, wo alle Schafe sind. Das mache ich mit meinem Velo. Viggo besucht eine Sekundarschule etwa 40 Minuten entfernt von Kattamarsvik. Sein 4 Jahre älterer Bruder Vidar fährt täglich ins fast 2 Stunden entfernte Visby. Nur die gerade 10 Jahre alte Daisy kann noch eine Primarschule im Dorf besuchen. Hier unterrichtet auch Vater Henrik. Mutter Ulrika betreibt auf dem Hof eine Sattlerei und arbeitet 2 Tage in der Woche in einem Gesundheitszentrum als Krankenschwester in Visby. Wir wohnen nicht hier, weil wir Geld sparen wollen. Alles auf Gotland ist teuer. Aber wir haben diesen Lebensstil selber gewählt, weil es uns hier so gut gefällt und wir viele Freiheiten haben. Tatsächlich liegen die Boden- und Hauspreise auf Gotland weit über dem schwedischen Durchschnitt. Das hat nicht zuletzt mit dem hohen Anteil an Zweitwohnungen zu tun. In Kattamarsvik liegt dieser bei fast 75%. Gotland gilt als Ferienparadies. 60.000 Menschen leben hier fix.
Der Traum vom Eigenheim auf der sonnigen Ostseeinsel lockt nicht nur junge Familien wie die Sundbergs an, sondern eben auch viele gut betuchte Festlandschwedinnen und Schweden, die für ein paar Monate jeden Sommer die Einwohnerzahl Gotlands vervielfachen. In diesem Jahr aber begann sich dieses gewohnte Bild zu verändern. Denn zusätzlich zu den Fährschiffen vom schwedischen Festland, mit denen Wohnmobile und vollgepackte Volvos auf die Insel gelangen, kommen immer öfters auch Marinefahrzeuge in gotländischen Häfen an. Mit diesen gelangen Panzer, Transporter und Rettungswagen nach Gotland und Tausende von Soldatinnen und Soldaten, die den Ernstfall proben. Nach Jahrzehnten der Demilitarisierung ist das Militär zurück. Und es macht sich auch deutlich bemerkbar. Zudem fällt auf, dass bei Großmanövern, wie zuletzt vor dem Sommer bei Aurora 26, nicht mehr Schwedisch, sondern Englisch gesprochen wird. Für den erfahrenen Berufsoffizier Oberstleutnant Joachim Marklund, den ich am Rande einer Stabsübung im Inselinnern treffe, kam dieser Wechsel sehr rasch. Alle unsere Befehle und Aufträge werden heute in Englisch kommuniziert. Noch vor einem Jahr war Schwedisch die Verkehrssprache. Das ist schon eine große Veränderung. Joachim Marklund leitet stellvertretend das neu etablierte Regiment der schwedischen Armee auf Gotland. Seine Karriere widerspiegelt die geopolitischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Von der schwedischen Neutralität zu NATO-geführten Einsätzen bis hin zur vollen NATO-Mitgliedschaft. Marklund diente zunächst als Berufsoffizier in einer nordschwedischen Kaserne, machte dann bei Auslandeinsätzen in Afghanistan mit, bevor er in die Zivilwirtschaft wechselte. Jetzt ist er wenige Jahre vor der Pensionierung zurück in Uniform und möchte dazu beitragen, dass Gotland seiner neuen Rolle als militärische NATO-Front gerecht werden kann. Nicht alle in Schweden haben verstanden, welche neue Rolle Gotland im Rahmen unserer NATO-Mitgliedschaft bekommt, nämlich als Ausgangsort für Einsätze in Richtung Osten. Um dies zu ermöglichen, werden nun Milliarden in den Aufbau einer umfassenden militärischen Infrastruktur auf der Insel investiert. Einige Kilometer südlich vom Hauptort Visby ist ein riesiges ehemaliges Naturschutz- und Naherholungsgebiet für militärische Zwecke eingezäunt worden. Hier habe ich bei manchen früheren Besuchen auf Gotland gewandert oder Velotouren unternommen. Ja, men då står vi här där du var för, vad blir det nu då? 8 år. 8 år sedan. Och då... Jetzt zeigt mir ein stolzer Armeesprecher bei einem Rundgang die neu eingerichteten Anlagen, welche bis zum Jahre 2030 bis zu 4.500 Militärpersonen beherbergen sollen. Diese Aufrüstung bringt zwar Gotland neue Einwohner, die das ganze Jahr über auf der Insel sind, und auch viel neues Geld, aber auch zusätzliche Belastungen. Das ist auch auf dem Hof der Familie Sundberg in Katthammarsvik zu spüren, wie Ulrika erzählt. Das Wasser wird immer knapper. Wir müssen jeden Tropfen sparen. Überall stehen bei uns Eimer mit gesammeltem Regenwasser herum, das wir fürs Händewaschen brauchen. An lange Duschen ist nicht zu denken. Für die Tiere nutzen wir entsalztes Wasser aus der Ostsee. Die Wasserkrise auf Gotland hat sich in den letzten Jahren zusätzlich verschärft. Dazu hat vor allem der Klimawandel mit längeren Trockenperioden, aber auch der zunehmende Tourismus, vor allem im Sommer, beigetragen. Die rasante Militarisierung der Insel und der damit verbundene zusätzliche Wasserbedarf hat die Krise noch verschärft. In diesem Sommer haben die Behörden nun Touristinnen und Touristen aufgefordert, wenn immer möglich, sich im Meer statt unter der Dusche zu waschen. Hej, hej. Är du journalist? Jag är journalist, ja. Är du med? Ja, hej, hej. Hej. Trevligt att se. Ja, samma. Tack. Der Sitz der Inselregierung ist in der ehemaligen, zur Jahrtausendwende stillgelegten Militärkaserne in Visby untergebracht. Damals glaubte man, die Gefahr aus Russland sei vorbei.
Heute macht sich hier die gotländische Regierungschefin Mette Folin Gedanken dazu, wie die Insel die neuen Herausforderungen durch die erneute Militarisierung auch längerfristig bewältigen könnte. Noch nie ist ein Minister der Regierung in Stockholm zu uns gekommen und hat gefragt, was wir brauchen, um unsere Rolle als geopolitischer Brennpunkt für die Sicherheit des Landes besser wahrnehmen zu können. Immer müssen wir uns bei den nationalen Behörden melden, wenn wir etwas brauchen. So geht das nicht. Det är absolut ingen som samlar oss. Die sozialdemokratische Inselpräsidentin weist darauf hin, dass zwar Schweden mit über 250.000 Inseln das Land der Welt mit den meisten Inseln ist, aber gleichzeitig keine Inselpolitik habe. Stattdessen müsse ihre Regierung Aufgaben im Transport-, Gesundheits- und Bildungswesen übernehmen, welche in anderen Teilen des Landes auf verschiedene politische Ebenen verteilt sind und für welche es verschiedene Steuerquellen gibt. In Gotland aber fielen alle diese Aufgaben einer einzigen Behörde zu, der Inselregierung, betont die 54 Jahre alte Spitzenpolitikerin. Die nationale Regierung übergeht uns in vielen Fragen. Zum Beispiel bei der Verteilung von Abbaulizenzen für die Zementproduktion. Hier wurde vor kurzem eine 30 Jahre dauernde Lizenz erteilt für eine Produktion hier in Gotland, welche unser Trinkwasser gefährdet. Das sei für die nationale Sicherheit und Selbstversorgung wichtig. Aber wer kümmert sich um unsere eigene Versorgungssicherheit? Mette Folin weist zudem darauf hin, dass die Militärbehörden auf Gotland immer öfters gegen Gesuche der zivilen Inselbehörden ein Veto einlegten. Etwa bei der Zulassung von Windkraftwerken, welche die nachhaltige Energiesicherheit stärken würde, oder dem Ausbau von Schulgebäuden im Umfeld von Übungsplätzen der Armee. Für die Inselpräsidentin ist deshalb klar, dass Gotland in Zukunft eine fairere Behandlung durch Stockholm erhalten muss, um als größte Insel der Ostsee mit einer ständigen Wohnbevölkerung eine Zukunft zu haben. Ich sehe, dass zumindest die Führung der Armee beginnt, unsere Situation zu erkennen. Dort heißt es jetzt, dass das Gesundheitswesen hier auf der Insel nicht nur eine regionale Angelegenheit für Gotland sei, sondern auch eine Aufgabe im Rahmen der nationalen Sicherheitspolitik und der NATO-Zusammenarbeit. Wenige Wochen vor den Wahlen vom 13. September, an dem sämtliche lokale und regionale Parlamente wie auch das nationale Parlament Schwedens neu gewählt werden, hat die bürgerliche Regierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson beschlossen, Gotland mit zusätzlichen Mitteln zu unterstützen. Unter anderem werden nun die Fährtransporte zwischen dem Festland und der Insel subventioniert. Und auch die Militärführung ist nun verstärkt bestrebt, den Dialog mit der Bevölkerung auf Gotland zu suchen. Bei einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Marineschiff HMS Karlskrona unterstreicht Oberbefehlshaber Michael Claesson die Möglichkeiten der militärischen Expansion auf Gotland. Es gibt natürlich Probleme. Aber wir sehen auch, dass sich immer mehr junge Menschen für eine Karriere in der schwedischen Armee entscheiden. Und viele, die hier in Gotland ihren Dienst versehen, wollen auch einen Beitrag zur Entwicklung der Insel leisten. Beim anschließenden Interview auf der Kommandobrücke der HMS Karlskrona wird Oberbefehlshaber Michael Claesson etwas konkreter zu den Hürden, die es in Gotland noch zu überwinden gilt. Der 60-Jährige ist Schwedens höchster Militär. Er hatte 3 Jahre lang an der Bundeswehrakademie in Hamburg studiert und spricht deshalb auch Deutsch. Wir führen auch eine gute und starke Dialoge mit der Region, also mit Vertretung, politische Vertretung und die Verwaltung auf den Inseln, damit wir ein gutes Verständnis über die Lage haben und versuchen, soweit wir können, zu vermeiden, dass wir ein zusätzliches Druck auf den Inseln ausüben. Wo sehen Sie die größten Interessenkonflikte hier? Vielleicht zum Thema Wasser, zum Thema Zugang zu zum Beispiel die Übungsfelder und so weiter, über was wir verfügen. Aber am meisten lösen wir das in gutem Verständnis mit der Verwaltung und mit der Bevölkerung.
Im Gespräch mit der Bevölkerung geht der Kommandeur der schwedischen Streitkräfte immer wieder auf die Begründung ein, weshalb das über 2 Jahrhunderte lang neutrale Schweden nun plötzlich mit dem Beitritt zur NATO eine sicherheitspolitische Kehrtwende mit weitreichenden Folgen gemacht hat. Das heißt Russland und die Entwicklung nach dem Angriff auf die Ukraine wurde es sehr deutlich und klar für alle in Finnland und Schweden, dass wir müssen etwas machen, wir müssen uns kollektiv verteidigen, weil die Entwicklung geht in die falsche Richtung und es gibt zurzeit keine Hoffnung auf eine schnelle und bessere Entwicklung und deswegen ist es besser, dass wir die Allianz stärker machen und Schweden und Finnland sicher machen gleichzeitig. In dieser Entwicklung spielt laut Oberbefehlshaber Claesson Gotland inmitten der Ostsee eine ganz wichtige Rolle. Ungefähr 400.000 kleine Inseln und größere Inseln, schwedische, finnische, baltische und mehr als die Hälfte der russischen Schifffahrt fährt jeden Tag durch den Baltischen Meer. Wir haben die baltische Flotte, die russische baltische Flotte hier. Wir haben den Exklav Kaliningrad in der Nähe. Und wenn man militärisch den Baltischen See dominieren möchte, dann spielen alle diese kleinen Inseln eine sehr wichtige Rolle. Vor den Küsten Gotlands passieren täglich Dutzende Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte. Diese Schiffe sind für Moskau sehr wichtig bei der Umgehung der westlichen Sanktionen für den Öl- und Gasexport. Manche dieser Schiffe, die unter sogenannten Billigflaggen unterwegs sind, dienen der Führung in Moskau auch in der hybriden Kriegsführung gegen die NATO. Mittels Störsender der GPS-Systeme, Spionage gegen fremde Staaten und in Sabotageaktionen gegen wichtige Seekabel. Entsprechend verletzlich sind denn auch die Unterwasserverbindungen zwischen dem schwedischen Festland und Gotland, denn in der Ostsee beträgt die durchschnittliche Meerestiefe gerade einmal 50 Meter. Seit über 800 Jahren sind die Glocken der Domkirche von Visby zu hören. Das imposante Kirchengebäude im Zentrum der mittelalterlichen Altstadt wurde einst von deutschen Händlern der Hanse gebaut und überstand dann Konflikte und Kriege unversehrt bis heute. Diese Geschichte und auch diese Beständigkeit tragen sicherlich auch zur differenzierten Art und Weise bei, wie viele Gottländerinnen und Gottländer mit der jetzigen Situation umzugehen versuchen. Die beiden 17 Jahre alten Mittelschüler Felix Brax und Valentina Gaschi, die ich bei einem Spaziergang an der Strandpromenade treffe, können der aktuellen Entwicklung auf Gotland Negatives wie auch Positives abgewinnen. Det känns verkligen otryggare. Sen Sverige gick med i NATO kan jag säga att Gotland är en måltavla. Mit dem Beitritt zur NATO hat Schweden Gotland zu einer Zielscheibe in einem bewaffneten Konflikt gemacht. Ich bin überzeugt davon, dass Russland plant, Gotland anzugreifen. Ich weiß nicht richtig, was wir dagegen machen können. Så jag vet inte riktigt vad man ska svara på. Für Valentina steht gegenwärtig das Bedrohungsszenario im Mittelpunkt. Anders die Perspektive des Schulkollegen Felix, dessen Vater aus Deutschland nach Gotland einwanderte und der deshalb auch Deutsch spricht. Zur verstärkten militärischen Präsenz meint er: Ich denke, es belebt die Insel und macht es ein bisschen mehr aktiv, auch im ganzen Jahr. Und ich denke, es ist ein bisschen ein Unterschied vom Touristen und Militär. Das Militär auch weiß die Probleme mit Gotland und dann auch dafür Rücksicht nimmt, wie so viel wie Militär machen kann. Aber Touristen sind nur hier im Sommer und dann kommen sie, nehmen alles und dann gehen sie wieder. Felix könnte sich gut vorstellen, seine Wehrpflicht in Gotland zu erfüllen. Valentina hingegen möchte keine Waffe in die Hände nehmen, sondern sich vor allem politisch für die Zukunft der Insel engagieren. Die Mittelschülerin und der Mittelschüler sehen einen Bedarf für bessere Freizeitangebote für Jugendliche. Dabei sei Gotland wirklich ein guter Platz zum Aufwachsen, sagt Felix. Verkligen, jag tycker det är väldigt bra, väldigt tryggt och säkert som. Ich finde es sehr gut, sehr ruhig und sicher. Aber es braucht vielleicht etwas mehr für die Jungen. Etwas mehr Konzerte, etwas mehr Jugendgärten. Da gibt es etwas mehr Platz für die Jugendlichen. Nicht nur in der Stadt oder auf den Spielplätzen in der Nacht. Ein anderes Problem für junge Menschen ist der Umstand, dass außerhalb der belebten Sommersaison viele Cafés und Geschäfte auf Gotland geschlossen sind, betont Valentina.
Hier in der Stadt sind Restaurants und alles in der Stadt nur im Sommer offen. Es gibt also nichts für die jungen Menschen. Es müssen mehr Dinge für die Jungen eröffnet werden. Vielleicht mehr Aktivitäten. Fler aktiviteter kanske och sånt. Zurück auf dem Bauernhof von Ulrika und Henrik Sundberg in Katthammarschwig im Osten Gotlands. Es stellt sich die Frage im Gespräch, ob die jetzige Entwicklung der Militarisierung der Insel mit dem Leben, das die Familie führen will, überhaupt noch vereinbar ist, betont Ulrika. Diese Entwicklung macht mir schon große Sorgen. Können wir unter diesen Bedingungen noch ein normales Leben führen? Ein erstes Zeichen hat die Armee auf dem Grundstück der Sundbergs bereits gesetzt, erzählt Henrik. Wir haben ja ein paar hundert Meter entfernt so eine große Radaranlage bekommen. Jetzt haben wir das Gefühl, es wäre nicht gerade günstig, wenn es zum Krieg kommt. Dann sind wir hier ein Ziel. Zudem dürfen wir jetzt im Umfeld der Anlage keine Solaranlagen mehr errichten, weil diese den Radar stören könnten. Einfach machen es sich die Sundbergs in ihrem Umgang mit den großen Herausforderungen jedoch nicht. Henrik? In gewisser Weise sind wir aber trotzdem positiv eingestellt zum schwedischen NATO-Beitritt. Früher war ich klar dagegen, aber seit Russland die Ukraine angegriffen hat, muss ich sagen, dass wir diese Lebensversicherung brauchen. Und auch Ulrika kommt letztlich zu einer Schlussfolgerung. Auch ich bin im Grunde ganz gegen diese Entwicklung. Gleichzeitig muss ich sagen, dass genau hier, wo wir wohnen, es sich ganz okay anfühlt, diese Maßnahmen unserer Armee. Am Strand der Ostsee haben Schweden, Gotland und auch die Bauernfamilie Sundberg in Katthammarschwig damit begonnen, sich mit der neuen, sicherheitspolitisch so herausfordernden Situation im Nordosten Europas zu arrangieren. Dazu gehört nach über 200 Jahren friedlicher Neutralität die Akzeptanz einer größeren militärischen Präsenz, auch vor der eigenen Haustür. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.